So, hallo to the Hour of Prayer. Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder. Genau, wir haben uns mega gefreut, mit euch wieder eine Stunde zu beten. Ich finde es ein mega spannendes Format, weil ich auch sehr selber viel von dem profitiere. Heute haben wir das Thema Vergleichen. Ich habe schon am Sonntag darüber gesprochen, sage ich, aus der Geschichte vom verlorenen Sohn und vom älteren Bruder in dem Sinne. Und da kann man schon das Vergleichen nämlich nehmen, weil die Gnade war nicht gleich gerecht und nicht gleich groß. Der eine gibt alles Geld aus und der andere war immer treu zu Hause. Und dann denkt man immer, ja, aber ich war ja treu und ich habe gearbeitet und das habe ich doch das gleiche oder größere Recht. Und wenn man sich dann beginnt zu vergleichen, hat man immer irgendwo einen Grund, dass man ein bisschen zu kurz kommt. Und wir möchten gerne heute über das Thema Vergleichen auch beten, dass wir nicht nach links oder auch nicht nach rechts schauen, sondern auf Jesus. Und das bedeutet, wenn ich Jesus anschaue, schaue ich auch das an und ich umarme das, was Gott in mich hineingelegt hat, mein göttliches Profil, meine Identität, meine DNA, meine Talente, meine Fähigkeiten und natürlich auch die Schwächen, die muss man manchmal auch ein bisschen umarmen. Susanne, man kann sagen, der schnellste Weg, um die Einmaligkeit zu töten oder zu zerstören, ist, wenn man sich vergleicht. Aber man kann auch, das ist krass. ja, das ist der schnellste Weg. Aber vergleichen im positiven Sinn kann auch so sein, dass man sich inspiriert. Zum Beispiel, wir schauen ja auch andere Leute an, wie machen sie so im Social Media die Gebete und so. Und im Vergleichen kann man auch inspiriert werden, man kann auch gewisse Dinge lernen. Das wäre dann die positive Seite. Und was mich beeindruckt beim Vergleichen ist, dass man ja dann immer von unserer sehr subjektiven Seite ausgehen und total außer Acht lassen, wie die andere Person sich auf der anderen Seite fühlen könnte. Genau. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass eine hat ihr Kind verloren und sie war extrem neidisch, weil ihre Schwägerin dann gleichzeitig schwanger wurde. Und aber hat total außer Acht gelassen, dass ja vielleicht die Schwägerin jahrelang gewartet hat, bis sie überhaupt schwanger geworden ist. Und die Frau, die ihr Kind verloren hatte, hatte ja schon eins. Also das finde ich einfach so beeindruckend, wie man einfach dann im Moment nur seine eigene Seite sieht und den Blick fürs Ganze einfach nicht hat. Darum möchte ich gerne das Gebet heute beginnen, dass wir mal mit dir, Susanne, beginnen. Ich glaube, das ist das allerwichtigste Statement, weil Gott schreibt mit deinem Leben Geschichte, logisch auch auf krummen Zeilen. Wenn nicht alles ganz gerade verlaufen ist im Leben, dennoch kann Gott aus krummen Zeilen nochmals eine ganz krasse Geschichte machen. Und man sagt, wenn man ein Ei auf dem Boden zerschlägt, ist es nicht kaputt. Man kann immer noch eine Omelette daraus machen. In dem Sinne. Und ich möchte wirklich beginnen mit dem ersten Gebet heute, weil Vergleichen bedeutet, dass ich meine Geschichte, wie auch immer die ist, also mir haben auch Leute diese Woche geschrieben und gesagt, look, ich habe eine Migräne, ich bin seit Jahren krank, ich habe Rückenschmerzen, ich habe chronische Erscheinungen und ich finde es nicht fair, weil ich war immer treu und andere, denen geht es gut und sie müssen lernen, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Situation das zu umarmen, um Frieden zu schließen, damit man dann eben auch wieder selber eine Geschichte schreiben kann, nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen. Also ich möchte beginnen mit dem allerersten Gebet, dass du einfach deine Art und Weise und deine Geschichte, was Gott in dich hineingelegt hat, einfach umarmen kannst. Also lass uns doch mit dem ersten Gebet beginnen. So, lieber Gott im Himmel, ich danke dir ganz am Anfang einfach für diesen einen Fakt, dass du hast mich geformt im Leibe meiner Mutter. Das heißt, du hast mich gewollt, es waren deine Hände und deine Finger und deine Gedanken, wo mich geformt hat wie ein Töpfer, der einen Tonkrug formt, der weiß, was er macht. Jede Bewegung gibt eine Form, neue Nuancen und du hast gewusst, was du machst, als du mich erschaffen hast im Leibe meiner Mutter. Für das danke ich dir, Gott. Einfach nur schon mal für diesen einen Fakt, dass ich ein Gedanke Gottes gewesen bin und der Gedanke Gottes ist auf die Welt gekommen durch meine Mutter, gezeugt durch meinen Vater. Für das danke ich dir, Gott im Himmel. Ich danke dir für meine Fähigkeiten, für die Talente, die du mir anvertraut hast. Ich danke dir, dass ich atmen kann. Ich danke dir, dass ich denken kann. Ich danke dir, dass ich träumen kann. Ich danke dir, dass ich nicht ein Opfer der Umstände bin, sondern dass du hast mir den Heiligen Geist gegeben, der mir Stärkung gibt, der mir Trost gibt, der mir auch eine
Perspektive schenkt, nach vorne gerichtet. Ja, ich danke dir, dass ich Hoffnung habe, weil Hoffnung ist eine Eigenschaft, die kann man nicht selber machen, sondern der Geist Gottes gibt in uns diese Substanz, dass wir nicht liegen bleiben, dass wir nicht ein Opfer der selbstverschuldeten Geschichten sind, sondern wir können nochmals aufstehen mit der Güte und Gnade Gottes. Für das danke ich dir, Gott, einfach. Und jetzt möchte ich bitten, wo auch immer du bist, sag in den nächsten paar Augenblicken mit deinen eigenen Worten einfach mal Danke, dass es dich gibt. Danke für deine Art. Nicht, was du sein möchtest, eine andere Nase, eine kleinere Hüfte, einen kleineren Bauch oder nicht die Fettpolster da unten. Sag einfach mal für ein paar Augenblicke deinem Schöpfer Gott Danke, weil die Bibel sagt, Gebete sind wie Weihrauch, das zu Gott in den Himmel steigt, und es ist in der Nase Gottes ein Wohlgeschmack, wenn die Heiligen, die Menschen, die an Gott glauben, ihm die Ehre geben. Nicht, was wir wollen, nur schon für den Fakt, dass ich bin. Und als du angefangen hast mit dem Gebet und einfach angefangen hast, Danke zu sagen für wer ich bin, dass Gott mich gemacht hat, hatte ich so den Eindruck, wie wenn das Licht Gottes auf dich scheint. Weil plötzlich merkst du, hey, stimmt, ich habe ja auch Dinge, ich bin ja auch jemand, auf mich scheint ja das Licht auch, nicht nur auf die anderen. Und genieß diesen Moment, wie Leo gesagt hat, wenn du jetzt anfängst, Danke zu sagen, dass es dich gibt, genieß dieses Licht, das der Gott im Himmel auf dich scheinen lässt, jetzt in dem Moment. Weil Vergleichen ist eigentlich etwas Dämonisches, weil schon der Teufel, Luzifer, war ja der Worship-Leader. Er wollte sein wie Gott. Also man sagt eigentlich fast, die erste Sünde ist eigentlich nicht mal der Apfel, sondern schon im Himmel fing dieses Problem an. Er wollte sein wie Gott und er hat vergessen zu sehen, ich habe ja Talente, ich habe ja Fähigkeiten, ich bin ein Worshipper, ich kann singen, ich kann Momentum kreieren. Nein, er wollte sein wie Gott, jemand anderes. Und das ist immer der Übel von allem Anfang, weil dann beginne ich mich zu vergleichen und ich werde neidisch. Und das führt zu Eifersucht, das führt zu Zorn, das führt zu Streiterei, das führt zu Lügen, das führt zu Missgunst, das führt dazu, dass man nicht einen Menschen loben kann und applaudieren kann. Man denkt, ja, eigentlich hätte ich das verdient. Merkst du, es ist so dämonisch tief. Darum, wenn man beginnt und einfach Gott Danke sagt, um die Geschichte zu umarmen, weil du kannst nicht jemand anders sein. Gott hat definiert, wer du bist, verstehst du? Und natürlich, das ist oft ein Kampf. Darum heißt es im Hebräerbrief, lass uns alles ablegen. Und im Hebräerbrief wird es geschrieben an Menschen, die gläubig sind, die mit Gott unterwegs sind. Also wir müssen immer wieder das ablegen, weil irgendwie das in uns hineinkommt. Und das sind einfach Lügen. Und darum, man kann nicht genug Zeit nehmen, um einfach Gott Danke zu sagen, wer du bist und wie Gott dich kreiert und erschaffen und erformt hat. Verstehst du? Natürlich, wenn ich auswählen könnte, würde ich vielleicht auch noch das eine oder andere, hätte ich auch noch gerne. Aber wenn das jeder Mensch machen würde, wir würden die Vielfalt, die Schönheit Gottes, würden wir total verfehlen, weil dann gäbe es auch einen Streit, ein bisschen wer ist wie und was und so. Und darum hat Gott hat es gut gedacht und auch gut ausgesucht. Also Worship beginnt indem, dass du einfach Danke sagst, wer du bist, deine Art und dein DNA und dein Fingerabdruck. Ich möchte euch ganz kurz einen Bibelvers vorlesen, Susanne. Du hast ja versucht, das mal in 2. Korinther. Oh, da haben wir es. Ja. Den. Oh, gelb. Oh, gelb. Das sind meine Predigtnotizen, habe ich jetzt da gesehen. Ja, genau. ja. Paulus sagt, ich würde es niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Also Dinge zu betonen sind nur Menschen, die ihre Identität nicht gefunden haben, die immer wieder etwas beweisen wollen, die nicht eine gesunde Identität haben. Schau, wie gut habe ich das gemacht und überhaupt, das war meine Idee und das war meine Strategie und überhaupt. Das sind Menschen, die sich im Zentrum hineinstellen, statt Menschen, die merken, egal welche Idee du hast, es ist immer ein Geschenk Gottes, weil Gott inspiriert, Gott schenkt Gedanken. Sie vergleichen sich aber nur untereinander und messen sich auch nur aneinander.
Welche Dummheit. Also wir messen uns untereinander. Ja. Und das ist schon der falsche Ansatz, statt zu messen und zu sagen, hey, mein Maßstab in meinem Leben ist Gott. Gott hat gemessen mein Wert und meine Art. Und dieser Maß, mit dem Gott uns misst, ist bei allen Menschen gerecht. Und jetzt kommt eben ein Punkt. Wir messen mit groß, klein, extrem groß und extrem groß. Wenn Gott uns Menschen anschaut, und das ist krass, Gott hat nicht einen Wertemaßstab, klein, groß, dick, dünn, schön, hässlich, berühmt, nicht berühmt, erfolgreich, nicht erfolgreich, Sünder, nicht Sünder. Wenn Gott uns anschaut, und das können wir uns fast nicht vorstellen, wir haben immer so, unsere sündige Natur definiert etwas. Wenn Gott einen Menschen anschaut, dann hat Gott ein Lächeln über jeden einzelnen Menschen. Gott jubelt über jeden einzelnen Menschen. Hey, wenn ich juble, mache ich es meistens, wenn jemand gewinnt. Und merkst du, gewinnen, verlieren. Gott jubelt über jeden Menschen. Ich möchte dir heute zurufen, wenn Gott dich messt, dann messt Gott dich jubelnd. Dann messt Gott dich begeisternd. Dann messt Gott dich mit Leidenschaft. Dann messt Gott mit einem Herzen, wo er sagt, wow, du bist meine perfekte Schöpfung. Und jetzt kommt aber unser Messen, ja, aber der ist zu klein, zu groß, bla 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 bla. Das hat zu tun mit der sündigen Natur, weil wir uns nur untereinander messen, statt mit dem Maßstab Gottes. Und was wir brauchen, was ich brauche, ist den Maßstab Gottes zu nehmen. Und darum, Susanne, kannst du ein Gebet beten, einfach den Maßstab Gottes über uns messen, dass du einfach ein Gebet betest, wie Gott uns sieht, wie Gott über uns denkt. Ja. Himmlischer Vater, hier sind wir. Yes. Wir richten unsere Gedanken jetzt einfach auf dich. Yes. Wir schauen nicht nach links und wir schauen nicht nach rechts. Und ich danke dir, dass du jeder einzelnen Person, die jetzt zuhört, zuschaut, dass du ihr ein Bild gibst, wie du sie siehst. Yes, come on. Ich danke dir, dass du jede einzelne Person wahrnimmst. Dass du jede einzelne Person das Einatmen und das Ausatmen kennst, siehst. Jede einzelne Gedanke, jeder versteckte Herzenswunsch. Und ich danke dir, dass wir nicht an dem gemessen werden, sondern an den Gedanken, die du über uns hast. Und du hast über jedem Einzelnen von uns Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gedanken von einer Zukunft, wie wir sie erhoffen. Und ich öffne meine Gedanken, jetzt in dem Moment, himmlischer Vater, für deine Gedanken. Amen. Ich möchte jetzt in einen Bibeltext hineingehen und der hat mir echt bei der Vorbereitung die Augen aufgemacht, weil es gibt im Hebräer Kapitel 12, Vers 1 bis 2a, da heißt es genau, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben, auch die Sünde. Also, es gibt Dinge in unserem Leben, auch wenn du gläubig bist, mit Gott schon lange unterwegs bist, Dinge, die wir ablegen müssen. Ja. Warum? Weil es hindert mich, ich schaue nach links und nach rechts und dann wird ein Läufer disqualifiziert. Und wenn du nach links schaust, dann hast du die Tendenz, dass du die Spurbahn übergehst und dann wirst du disqualifiziert. Schaust du nach rechts, dann kannst du stolpern. Und wir müssen Dinge ablegen, um die Identität annehmen, wie Gott uns sieht. Ja, also genau das, was du beschreibst, ist mir jetzt gerade eingefallen, wenn man auf dem Laufband joggt, ist es genau verheerend, wenn ich nach links schaue, was da nebendran passiert oder wer da reinkommt oder nach rechts. Also beim Laufband, für alle die schon mal auf dem Laufband gejoggt sind, da kannst du dir nichts erlauben, links oder rechts zu schauen. Da musst du einfach fokussiert sein, sonst spickst du dich runter. Genau. Wir haben Schauen, Chat da, haben wir schon beim Chat schon gewisse Sachen drin. Genau, wie auch immer, ich habe heute
interessant eine Nachricht bekommen von einer Person, die hat die Predigt vom Sonntag gehört über Vergleiche dich nicht. Und sie hat gesagt, eben, sie hat sich verglichen und sie ist in Polemie reingefallen, weil sie hat gemerkt, sie hat nicht das Maß oder die Maße, die man haben sollte. Und dann hat man Blicke, man hört Stimmen, Menschen machen ein Urteil und dann hat man eben dieses Maß wieder. Und obwohl sie gläubig ist und sie weiß, sie ist geliebt von diesem Gott im Himmel, ist sie in diese Polemie reingefallen. Und es ist effektiv so, wenn man sich vergleicht und mit dem nicht genau das erreicht, was man erreichen möchte, kann man in Alkohol verfallen, man kann in Drogen verfallen, man kann in Süchte reinfallen, man kann in Shoppingrausch reinfallen, man kann in Polemie reinfallen. Und das ist das, was eben der Hebräerbrief meint. Lass uns das bitte ablegen, was uns wieder fesseln will. Wir waren eigentlich freigekauft von Jesus und dann kommen diese Dinge und die binden uns wieder. Und was ich auch spannend finde, eben, es wird da beschrieben, dass wir alles ablegen sollen, nicht nach links und rechts schauen. Und dann wird auch beschrieben, was wir dann machen sollen, sondern allein auf Jesus schauen. Und das ist jetzt etwas, was im Laufe der letzten paar Augenblicke von diesem Hour of Prayer mir immer wieder so bewusst geworden ist. Der Blickwinkel, also das Licht von Gott, das kommt auf uns und genau darauf sollen wir schauen, auf Jesus schauen. Und ich finde es einfach cool, wenn man weiß, es gibt nicht nur das sollst du nicht und das sollst du nicht, sondern es gibt auch ein das sollst du. Und ich würde mir wünschen, dass wir das einfach jetzt nochmal machen. Vielleicht denkst du, ach, das dreht sich ja jetzt immer ums Gleiche. Und trotzdem, hey, auf Jesus schauen, hast du dir schon mal überlegt, wie das geht? Vielleicht schließt du jetzt einfach deine Augen und du hast eine gottgegebene Vorstellungskraft bekommen. Ja. Und du stellst dir einfach jetzt vor, du würdest Jesus aufsuchen und ihm in die Augen schauen, weil es heißt da, sondern wir wollen allein auf Jesus schauen. Also es heißt, wir wollen nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Und lass uns jetzt die Augen schließen und einfach sagen, Heiliger Geist, zeige uns Jesus. Lass unsere Augen, die nach links und rechts geschaut haben, einfangen und einfach auf dich fokussieren, wie beim Laufband, geradeaus schauen und vertrauen darauf, dass wir dir, Jesus, in die Augen schauen. Dass wir auf dich schauen. Was machst du? Wo bist du? Und während du jetzt deine Augen fixierst auf diesen Jesus, ist das auch ein ganz klares Bild, dass du dich fokussierst auf deine Laufbahn, auf deine Spur, auf deine Geschichte. Du bist nicht in der Spur Nummer 3 oder Nummer 5, du bist in der Spur Nummer 4. Und Gott hat das ausgesucht, welche Bahn du läufst. Ob Innenbahn, Außenbahn, Mitte, wo auch immer. Gott hat deine Bahn und deine Spur und dein Leben definiert, wo du aufgewachsen bist, die Sprache, den Background, alles, was du bist, hat Gott definiert. Und alles, was du machen kannst auf dieser Erde, ist nicht die linke und auch nicht die rechte Bahn laufen, die man vielleicht sich sogar wünscht, ersehnt im Herzen. Du hast eine Bahn, du hast eine Geschichte. Und das bedeutet für mich, wenn ich Jesus anschaue, hilft es mir zu sagen, Gott hat meinen Weg vorgezeichnet, vorgespurt. Den habe ich mir nicht aussuchen können. Also, das macht es schon einfacher, aber auch komplizierter, weil ich habe nur diese Bahn mit meiner Lebensgeschichte. Im Bibelvers heißt es weiter, er hat uns den Glauben geschenkt. Ja. Er hat uns den Glauben geschenkt. Genau. Diese eine Bahn. Er hat uns das geschenkt. Wir müssen nicht selber Glauben aufbringen, um diesen Jesus zu sehen, dass wir ihn anschauen können. Keine Ahnung, wer Jesus heute für dich ist, wo du zuhörst. Vielleicht
eine nette Person, von dem du schon gehört hast, vielleicht ist er dein Freund, vielleicht hast du diese persönliche Beziehung. Er ist es auf jeden Fall, der dir diesen Glauben schenkt, uns nicht nur schenkt und dann ist er irgendwann verblüht, der Glaube, wie ein Blumenstrauß, sondern er wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Also lass uns ablegen, ich möchte nochmals da ganz kurz zurückgehen. Also gibt es Dinge, die du merkst, die dir wirklich dich hindern, den Lauf auch zu laufen? Also gibt es Dinge, wo du merkst, da ist so viel Eifersucht drin, da ist Missgunst drin, das Gefühl in deiner Familienkonstellation, du kamst zu kurz, so dein Bruder wurde bevorzugt, deine kleine Schwester, aber du hattest immer ein bisschen so die schlechte Karte gezogen, du hast nie das bekommen und das Gefühl, ich bin zu kurz gekommen. Also was sind das für Dinge, Wörter, die du gehört hast, Taten, die du gespürt hast, Einstellungen, die du interpretiert hast, also Dinge, wo du merkst, das hindert mich total in meinem Lauf, mich nicht zu vergleichen. Und es heißt, wir sollen es ablegen. Ablegen heißt, dass ich das in einem Gebet bewusst bekenne, erkenne und auch niederlege. Und das kann deine Polemie sein, das kann immer dein ständiges Kritisieren sein. Kritisieren ist auch ein bisschen, man macht jemand immer kleiner, damit man selber größer ist. Es geht nicht um Feedback, ist was anderes, aber oft kritisieren wir, auch hinter dem Rücken über Menschen sprechen wir schlecht. Was wir eigentlich dann machen, wir holen die Person runter, um uns hochzustellen. Das ist auch eine Art von Vergleichen, was eigentlich nicht gewinnbringend sind. Also ich möchte dich bitten, dass du für einen Moment einfach in dich hineingehst und dir überlegst, welche Dinge ist es für mich Zeit, dass ich die ablege, dass ich sage, das ist kein Teil mehr von mir. Das sind nicht mehr die Eigenschaften, die mein Leben in der Zukunft definieren dürfen, sondern Gott hat die Früchte des Heiligen Geistes uns gegeben. Der Geist der Hoffnung und der Liebe und der Besonnenheit und vom Frieden und der Kraft. Du merkst, das sind ganz andere Eigenschaften als Vergleichen. Ja, und das kann jetzt auch ein bisschen unangenehm sein, wenn du zu negativen Dingen stehen musst, die du fühlst. Aber diese Dinge nicht beim Namen zu nennen, vielleicht nicht aufzuschreiben oder eben abzulegen, wäre gleich, wie wenn du irgendwie schmutzig geworden bist, wie wenn du dir Kaffee übergeschüttet hättest oder irgendwas sonst von einem vorbeigehenden Fahrzeug einfach nass gespritzt oder voll Schlamm bist und dann würdest du wollen ein weißes Kleid darüber anziehen und es würde immer durchdrücken, Wie viel cooler ist es, wenn du dieses schmutzige Kleid ausziehen kannst und das Neue, das Jesus dir gibt, dann erst überziehen. Und genau das beinhaltet, wenn wir Dinge beim Namen nennen. Genau. Das tut einfach gut, das ist das Ablegen. Ja, und das Gute ist ja, du bist ja alleine, vielleicht jetzt zu Hause oder vor der Kamera, vor Kamera sind wir, vor dem Computer wollte ich sagen, vor der Kamera sind ja wir, aber bist ja alleine und das macht es vielleicht auch einfacher, dass du das ganz unkompliziert in einem Gebet, ich glaube, du hast es noch nicht zum ersten Mal gemacht, vielleicht sagst du, ich habe schon 1000-mal für das gebetet. Meine Antwort ist immer, gut, dann beten wir halt nochmals, bis zu dem Moment, wo es Klick macht. Und es gibt diesen Spruch, never give up, gib nie auf. Und das hört sich ja mega cool an als ein Zitat, ein Statement, aber wenn man mittendrin ist, mit der Zeit denkt man, ich hab's hier oben, ich habe so einen dicken Hals, ich mag gar nicht mehr kämpfen. Ich sage Leute immer, steh nochmals auf, richte deine Krone und nimm nochmals deine Identität an. Also Jesus, du kennst meine Themen, die mich hindern, einfach meine Geschichte zu umarmen. Auch Dinge, die ich selbst verschuldet habe, das ist noch schwieriger, wo ich das selber eingebockt habe, wo ich gewusst habe, ich sollte es nicht tun. Und ich habe es dennoch getan. Und ich bringe meine Schuldgefühle, die mich zermürben in meinem Leben, wie zermahlen in meinem Leben. Ich bringe dir das hin. Ich bringe meine Polemie dir hin, meine Minderwertigkeitsgefühle, meine depressiven Gefühle, auch mein Stolz, wo ich das Gefühl habe, ich bin erhaben über alle Dinge, ich mache Dinge viel besser als alle anderen. Stolz ist das gleiche wie Minderwert.
Das eine ist ein Berg, das andere ist ein Tal, aber beides hat die gleiche Dimension, es ist nicht gemittet. Ich bringe dir alle diese Eigenschaften, die mich wirklich daran hindert, meine so krasse Eifersucht, die mich immer wieder wie ein Gift meine Freude, meinen Frieden zerstört. Weil es gibt ja immer eine Person, die irgendwo in mein Leben hineinkommt, die etwas besser kann und auch mehr Applaus bekommt und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das wird es immer wieder geben, es ist eine never-ending story. Aber ich lege dir das hin, Jesus. Und du bist ein Gott, der hat gesagt, wenn man Dinge bekennt, dann bist du treu und gerecht, du vergibst. Aber nicht nur, dass du vergibst, du richtest auf. Du setzt durch. Das heißt, du bewegst Durchbrüche, du kommst zum Ziel. Nichts kann dich blockieren. Und alle diese Dinge spreche ich aus jetzt in meinem Leben. Ich sage, der Geist der Eifersucht, du hast kein Anrecht in meinem Leben, mich zu bestimmen. Ja. Und der Geist vom Neid, du bist nicht mein Partner, du bist nicht mein Freund. Ich löse mich bewusst von dir. Geist von Polemie und Geist von der Anklage und Geist von den Süchten. Alle diese Dinge streife ich ab. Süchte, die mir das Gefühl geben, im Moment einen Kick geben von Freude, von Geborgenheit, von Coolness. Alle diese Dinge im Namen von Jesus Christus lege ich nieder an deinem Kreuz, Herr Jesus, weil sie haben kein Anrecht, mein Leben zu bestimmen und mein Leben zu leiten. Und wenn wir das aussprechen im Namen von Jesus, ist es nicht einfach ein Name, sondern den Namen, wenn man den ausspricht, Dämonen zittern. Die Hölle fängt an zu schreien, weil im Namen von Jesus Christus können Dinge verändert werden und Dinge werden sich verändern, weil in seinem Namen Jesus ist Vergebung, Auferstehung und auch Heilung. Und das rufe ich dir bewusst zu durch die Kamera. Und Leo, jetzt gibt es ja gewisse Dinge, das macht Sinn, was du aufgezählt hast, wenn man diese ablegt, weil man selber ja weiß, das tut mir nicht gut und da bin ich eigentlich im Unrecht. Es gibt ja aber auch Dinge, wo ich effektiv das Gefühl habe und es offensichtlich so ist, dass ich zu kurz gekommen bin. Was macht man damit? Ja, wenn man zu kurz gekommen ist ja auch ein bisschen wieder ein Gefühl, ist auch relativ, ist immer relativ. Wenn man dann Menschen trifft in einem anderen Land, merkt man, oh, die haben gar nichts. Es ist immer relativ. Ich möchte mit dem nicht sagen, dass dein Gefühl falsch ist. Aber oft geben wir dem Gefühl auch zu viel Gewicht, weil es ist immer relativ. Und logisch, wenn man einen Manko hat, und das ist ja so, dann hört sich das ein bisschen fromm an. Diese Löcher kann man stopfen. Mit Essen, mit Kleider, mit Ansehen, mit Applaus, you name it, wie auch mit immer. Mit Auflehnung. Ja, oder man füllt diese Löcher mit der Identität Gottes. Und das ist im Moment natürlich viel schwieriger, weil man muss sich auseinandersetzen mit den Eigenschaften Gottes, mit der Bibel, mit Worship. Und man muss einen Zugang finden, dass diese Löcher auch aufgefüllt werden. Und es ist mega, mega wichtig, mit was füllt man sich auf. Weil ein Applaus wird nie immer anhalten. Drogen verlieren irgendwann auch die Kraft, aber ich sage immer, der Geist Gottes ist eine Substanz und das liebe ich an Heiligen Geist, wo eben genau diese Mankos auch ausfüllen kann. Und da mache ich mir bewusst, was hat denn Gott für Eigenschaften? Und ich sage mir das so lange zu, bis ich merke, dass mein innerer Geist oder meine innere Haltung das beginnt zu glauben und dann kann sich auch nach außen etwas verändern. Und Geld zu kurz kommen kann ja immer auch so sein, dass die Eltern dann sagen, das stimmt doch gar nicht, wir haben dich sogar noch bevorzugt. Es ist immer relativ. Ja. Aber ich möchte mit dem Relativ nicht sagen, die Geschichte ist nicht so. Aber wenn man dem Wert gibt und Gewicht gibt, dann bekommt sie eben ein zu festes Gewicht und dann fällt es immer aus der Balance raus. Ja. Und was ich jetzt machen möchte, ist einfach einen Moment Zeit nehmen, wo du dir auch den Blick von Jesus geben lassen kannst für deine eigene Geschichte. Dass du einfach, dass Jesus mit dir dein Leben anschaut und dass du
dein Segen siehst, dass Come du on. deine Geschichte siehst, dass du deine Einzigartigkeit siehst, und für das möchte ich jetzt Come on. beten. Yes. Und himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du jede einzelne Person siehst, die jetzt zuschaut und zuhört. Yes. Und ich bitte dich, dass du dieses Wunder vollbringst, dass der Blick so gedreht wird von dir auf das, was wahr ist, und auf das, was wirklich ist. Du siehst, manche Dinge sind einfach verschoben, und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du den Blick richtest auf die Geschichte, so wie du sie siehst. Come on. Auf mein Leben, so wie du es siehst. Auf den Segen, den ich nicht mehr erkennen kann, weil all die negativen Dinge sich so groß gemacht haben, dass sie den Segen einfach erdrücken. Yes. Und ich bitte dich, dass du in diese Luftballone, die ich jetzt gerade vor meiner inneren Auge, in meiner Fantasie und Vorstellung sehe, die sich so riesig machen und die eigentlichen Blumen verdecken. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du reinstichst, dass sie platzen, dass die Blumen, den Segen, den du mir gegeben hast, dass ich den sehen kann, yes. dass das Platz hat, dass das aufblühen kann, dass das gedeihen kann und wachsen kann. Und ich sehe einfach in unserem Leben, da wo du bist, sehe ich Sonnenblumen. Die steht dafür, dass sie sich nach dem Licht ausrichtet, und das ist ein Segen, den du hast. Du richtest dich nach Gott aus. Ich sehe Farben, ich sehe ein farbiges Leben. Ich sehe einfach Blumen, das ist nicht einfach nichts. Das ist nicht einfach nur das brache Feld, sondern ich sehe farbige Blumen, Halleluja. wenn ich an dein Leben denke. Yes. Genau, ich habe hier überall Blumen. Genau. Hey, vergleichen, ich hatte so eine Offenbarung, muss ich jetzt wirklich sagen, weil ich habe immer gehört, vergleichen mit dem Negativen, und es ist auch negativ, wenn man neidisch wird und eifersüchtig, ist es negativ. Aber vergleichen kann auch inspirieren. Wenn du eine gesunde Einstellung hast und man vergleicht sich mit einer anderen Person, die das Ähnliche macht, ist das eine Inspiration. Und ich weiß nicht, ob du hier hast, Susanne, die 5 Fragen. Ja. Kannst mal scrollen. Ich möchte gerne dieses Gebet mit diesen 5 Fragen ein bisschen ändern. Was möchte ich oder kann ich verbessern? Muss da vom Dings, genau. Ja, genau. Ich habe Was kann ich oder möchte ich verbessern? Ja, das ist hier. Also ein bisschen runter so. Ja, genau. Jetzt. Die erste Frage ist, wie kann ich eine glückliche Beziehung haben? Also wo hast du Menschen, die eine Beziehung oder eine Freundschaft leben, und du denkst, oh mein Gott, das ist mega inspirierend. Und dann kommt die Frage, was heißt für mich eine glückliche Beziehung und wie kann ich mich daran mich ändern? Und dann wird Vergleichen etwas Positives, und ich möchte wirklich diese Gebetsstunde auch enden mit 5 Dingen, die man machen kann. Ist ein Challenge, ich weiß, kann man nicht einfach so beantworten, ja, dass ich die Familie so und so und so, wenn ich die anschaue, bla bla, sondern das hilft mir zu sagen, okay, die haben irgendetwas, das möchte ich auch. Und dann kommt die Frage, wie komme ich denn dahin? Und das ist für mich eben ein gesundes Vergleichen, wo man sich inspiriert, wo man sich gegenseitig auch motiviert, besser zu werden. Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Du siehst ein Paar, das sich die Hände hält oder das so umschlungen da sitzt, Genau. wie wir zwei jetzt gerade, und du denkst, oh, die haben es gut, sowas habe ich nicht. Oder du sagst, himmlischer Vater, so eine Beziehung möchte ich auch haben. Und der Fokus ist nicht, das habe ich nicht, sondern du drehst es zu einem Gebet und sagst, himmlischer Vater, das spricht mich an, wie die miteinander umgehen. Ich habe das nicht, aber hilf mir, dass es so werden kann. Und du hast einfach etwas, was die Tendenz hat, zum dir Schmerzen zufügen, weil du es jetzt nicht so erlebst, heißt es nicht, dass du es nie so erlebst, und du kannst es zu einem Gebet drehen. Also wenn man sagt, eben glückliche Beziehung, ich meine alleine schon diesen Satz, der löst jetzt mega viel aus. Die einen sind geschieden, andere haben vielleicht einen Lebenspartner verloren, in den Himmel abgegeben, andere haben Streit in der Familie. Ich weiß, alleine dieser Satz, der löst jetzt bei unseren Zuschauern mega viel aus, weil
Ich glaube, die wenigsten sagen, ja gut, bei mir ist alles gut. Und das ist eben genau der Punkt. Und dann vergleicht man sich und sagt, ja, ich bin Single oder ich wurde betrogen, ich wurde ausgenutzt und dann kommt die ganze Liste. Also, dann bist du wieder im gleichen Punkt, man vergleicht sich wieder, man ist ein Opfer. Und ich glaube auch in der Frage, auch wenn du Single bist und auch wenn du betrogen worden bist, was auch immer deine Story ist, es ist nicht einfach links oder rechts, sondern es gibt auch in der Story einen Ausweg, wo Gott dir begegnet und dir einen Schlüssel in deine Hände gibt, wo du ein Ding machen kannst und du kannst auch die Beziehungen wieder entwickeln. Vielleicht ist deine Small Group deine neue Familie. Vielleicht merkst du, dass du in deine Freundschaften, die du hast, da mehr investierst oder in die Church oder mit einem Gott. Also das ist mega viel und ich möchte beten für die Beziehungslevel, dass einfach der Geist Gottes dir hilft, da einen Schritt nach vorne dich zu bewegen, dass das Wort glücklich auch etwas ist, was du nochmals in deinem Leben erleben kannst oder wirst oder anyhow schon hast. Also lieber Gott im Himmel, du siehst jedes einzelne Beziehungslevel, jeden Beziehungsstatus, wo Menschen drin sind. Und ich bin so dankbar, dass wir dich, Gott im Himmel, fragen dürfen und wir beten dich, dass du in unsere Chaos oder Beziehungskomplexität hineinkommst. Und dass du mir, Heiliger Geist, einfach ganz konkret zeigst, was ich tun kann oder wo ich Dinge anders sehen kann, wo ich anders sprechen kann, mich anders verhalten kann, dass die Beziehungslevel in die glückliche Phase hineingehen werden. Und ich bete für das. Weil Glück ist nicht etwas, was ein paar wenigen zusteht. Ja. Es steht uns allen zu. Und ich bete einfach, dass der Geist Gottes dich inspiriert, dir Ideen schenkt. Ja. Er ist ja der Inspirator. Er leitet mich, er führt mich, er begleitet mich, er schützt mich, er beschützt mich, er umgibt mich. Er ist auch mein Fürsprecher, der Heilige Geist. Er nimmt Stellung ein, da wo ich beschuldigt werde. Und das spreche ich aus über deinem Leben. Dann habe ich noch 4 andere Punkte, wie kann ich meinen Glauben vertiefen? Schon eins Glauben? Hoch. Ja. Also wo gibt es Menschen, die mich inspirieren? Wie kann ich meine Finanzen, verbessern? Also auch ein Megathema, Finanzen. Mein Budget optimieren. Wer ist darin ein Vorbild für mich? Und dann das nächste ist in meinem Job. Wie kann ich einen erfüllten Job haben? Das ist auch ein mega krasses Thema. Was erfüllt mich? Wo kann ich mehr Einfluss nehmen? Das ist eine gute Frage. Ich finde es einfach spannend, zu jedem dieser Themen, sei es zum Glauben oder sei es in Beziehungen oder sei es eben den Job, sich zu überlegen, ja, was ist es denn eigentlich, dass ich in diesem Bereich möchte? Also diese Frage, was verstehe ich denn unter einer glücklichen Beziehung? Ja. Was ist denn ein erfüllter Job? Wie müsste der aussehen? Das sind wichtige Fragen und ich segne dich im Namen Jesu damit, dass du einfach diese Fragen für dich beantworten kannst. Wenn du jemanden siehst, wo du denkst, wow, diesen Job möchte ich auch haben, dass du dir aufschreiben kannst, was ist denn ein guter Job für dich? Wann würdest du sagen, jetzt hast du einen guten Job? Oder was ist eine gute Beziehung? Oder wann bist du finanziell glücklich? Was müsste sein, das sich ändert? Und ich segne dich, dass du Zugang hast zu diesen Gedanken und dass du das, wo nötig ist, aufschreiben kannst, damit du es Jesus hinhalten kannst, damit er mit dir darüber sprechen kann. Weißt du, was ich an diesen 5 Fragen liebe? Man kann auch 10 Fragen stellen, es gibt noch viele andere Themen. Das sind ja nur ein paar Ausschnitte von Themen. Aber was ich mega krass finde, genau in diesen Themen vergleichen wir uns mit anderen Menschen. Ja. Wir schauen nach links und nach rechts und sagen, ja gut, der hat es ja gut, der hat schon reiche Eltern oder der hat es ja gut, der ist ja nie krank und der hat es ja gut, der ist halt im Glauben mega stark und stabil unterwegs und dann haben wir immer Erklärungen, warum es andere einfacher haben, als ich meine Geschichte habe. Und das ist auch ein bisschen arrogant.
zu wissen und zu glauben, nur weil du etwas von außen siehst, dass die eine einfache Geschichte haben. Jeder Mensch hat seine Story, jeder Mensch hat seine Kämpfe, jeder Mensch hat seinen Rucksack, den er trägt, jeder Mensch erlebt die Gunst Gottes, jeder Mensch erlebt auch die Güte Gottes, jeder Mensch erlebt auch Durchbrüche Gottes, jeder Mensch erlebt auch, dass der Heilige Geist sie leitet und lenkt. Jeder von uns und jede von uns. Und darum ist eben Vergleichen so teuflisch, weil es mich immer in die Position bringt, ja, ich bin ein Opfer, aber die haben es gut. Und diese 5 Fragen, du kannst auch 10 Dinge aufschreiben, helfen mir zum sagen, okay, ich habe Menschen, die sind in den Punkten weiter als ich und ich inspiriere mich von den Menschen. Also ich lasse mich positiv herausfordern und nicht klein machen, sondern sie inspirieren mich. Es heißt ja eben im Hebräer, vielleicht kannst du, Susanne, nochmals scrollen, aber es beginnt eben mit dem ersten Satz, ja, noch ein bisschen so. Ja, noch ein bisschen so. Wir haben viele Zeugen des Glaubens um uns. Das heißt, wir sind umgeben von Frauen und Männern Gottes, die mit Gott Geschichte geschrieben haben. Wir sind nicht allein im Stadion. Wir werden angefeuert von Menschen, die haben auch ihre Themen. Die haben ihre Themen überwunden oder haben Themen, wo sie immer noch drin kämpfen. Ja. Der Vers motiviert mich, dass ich habe ja Leute, die sind in gewissen Punkten für mich eine Inspiration, nicht in allen Punkten. Und oft ist es so, wenn eine Person an einem Punkt einen großen Fehler macht, dann sagen wir Schweizer, dann ist plötzlich alles schlecht. Ist doch nicht alles schlecht. Der Punkt ist schlecht, aber die 90%, die sind gut. Da kann ich immer noch lernen von den Menschen. Leon, es gibt ja dieses Bild da mit dem Finger, wo man auf Leute zeigt und sagt, ja, der hat es gut. Und du sagst ja immer, wenn man mit einem Finger auf jemanden zeigt, zeigen 3 Finger zurück. Und heute ist mir das einfach in den Sinn gekommen, wenn ich sage, ja, der hat den richtigen Job, der hat einen guten Partner, der hat es halt gut, zeigen 3 auf mich zurück. Was so viel bedeutet heute, was ich als Bild mitnehmen möchte, ist, 3 Möglichkeiten habe ich. Also das heißt, wenn ich in der Gefahr laufe, jemandem zu sagen, ja, der hat's ja gut, der hat's ja gut, dann zeigen 3 Möglichkeiten auf mich. Ich komme auf mich zurück. Ich sage nicht, ja, der, deswegen, weil der so gut hat, habe ich es halt so schlecht, sondern Jesus, was sind meine 3 Möglichkeiten in dieser Situation drin? Was sind meine 3 Dinge? Wo bin ich gesegnet? Ja. Wo habe ich Möglichkeiten? Das ist ein Bild, das ich mitnehmen möchte, immer da, wo ich in Gefahr stehe oder wo ich merke, dass ich mich mit anderen negativ vergleiche. Dann, okay, Jesus, wo sind die 3 Dinge? Und du musst immer daran denken, wenn ein Mensch etwas auslöst bei dir, ist nicht das Problem der Mensch. Wenn eine Person wie dir vor der Sonne steht, und es wird dir immer irgendwann jemand wieder vor der Sonne stehen, das ist einfach so. Und es löst immer was aus, aber das Problem ist nicht die Person. Das Problem ist, was in mir auslöst. Und sehr, sehr oft, wenn Leute sagen, ja, der hat mich verletzt. Nee, nicht die Person hat dich verletzt, sondern du hast dich verletzen lassen. Ja. Es sagt mehr aus über mich, über mein Herz und über meine Einstellung und wo ich noch mehr die Gunst und die Größe Gottes lernen darf. Das heißt, ich habe noch Potenzial, mich zu entwickeln in Jesus. Und Susanne, am Ende von dieser Gebetszeit fände ich es mega schön, du könntest für uns beten, weil ich merke, Vergleichen ist nicht ein Thema, wo man einmal hört, einmal betet, abhakt und erledigt. Es heißt hier, wenn wir in diesem Wettlauf gehen, lasst uns alles ablegen, was uns hindert. Und es können immer wieder Dinge kommen, die uns hindert, dann lasst uns das immer wieder ablegen, aufstehen, Krone richten und nach vorne zu gehen. Ja, himmlischer Vater, ich bringe dir dieses Anliegen, dass wenn immer ich merke und feststelle, dass ich mich vergleiche und dass es negative Gefühle in mir auslöst, Neid, Eifersucht, was auch immer, dann bitte ich dich, dass du mich daran erinnerst, dass 3 Möglichkeiten auf mich zeigen. Dann bitte ich dich, dass mir einfällt, dich zu fragen, was ist meine Geschichte? Was ist mein Segen, den du mir geschenkt hast? Was ist meine Farbe, die leuchtet? Was ist meine Blume, die aufblüht?
Come on. Das ist mein Gebet, das ist meine Bitte für heute, für jeden von uns, der zuschaut oder zuhört, dass du uns bewusst machst, wo bin ich gesegnet, wo habe ich etwas zu geben, was ist meine Farbe, was ist meine Einzigartigkeit. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du einfach da bist und Yes. hilfst, Come on. das hervorzubringen. Yes. Und die einfach Unwahrheiten platzen lässt wie so eine Seifenblase. Ja. Amen. Hey, ich finde es ein mega wichtiges Thema, mega wichtig. Ich glaube, ich habe eine seltene Predigt gehalten am Wochenende, wo so viele Feedbacks über Social Media bei mir reinkamen, weil ich gemerkt habe, das ist ein Punkt, wo wir alle irgendwo drinstehen. Wenn du irgendjemanden kennst und denkst, dieses Thema kämpft die Person auch, dann schick doch einfach den Link von der Predigt vom Sonntag oder von The Hour of Prayer. Mach das bekannt. Ich sage das nicht gegen uns. Wir verdienen auch nicht an denen, sondern es ist einfach, dass das, was wir bringen, du das Gefühl hast, es würde irgendjemand helfen, dann schick doch den Link, weil es gibt viele Leute, die haben von dem noch nie gehört und es kann für die Leute ein mega Blessing werden, das auch später nochmals zu hören oder auch zu sehen und auch Dinge zu lernen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns wieder spätestens am Sonntag bei der Online-Message oder live oder wieder am Dienstag, der Hour of Prayer. Und wir sind auch wieder am Start und werden das Thema anschauen vom verlorenen Sohn, wo der Vater ihm die Schuhe gibt, die Sandalen gibt. Wieso gibt er ihm die Sandalen? Ich freue mich mächtig auf diese Message und schöne Woche. Mach's gut. God bless you. Arrivederci. Ciao. Ciao. Tschüss. Bye bye.